Otto, du bist ja praktisch das Urgestein des deutschen Humors. Und jetzt spielst du wieder ein prähistorisches Faultier. Das passt eigentlich perfekt zusammen, oder? Das passt perfekt und deswegen mache ich es auch schon so lange. So seit Urzeiten bin ich ja mit diesem Faultier verwachsen und immer wieder wird es gern gesehen, diese Mischung. Wenn du Sid nicht sprechen würdest, sondern tatsächlich mit ihm reden könntest, was wär's denn, was du ihm gerne sagen würdest? Naja, ich habe ja dieses Wesen auch in mir quasi. Ich brauche ihm da nicht zu sagen. Sid ist ja mittlerweile personifizierter Otto. Mittlerweile merkst du auch in den neuen Streifen, lassen die Amerikaner immer viel mehr Otto zu als sonst. Jetzt hat Sid ja seine Freunde um sich rum und die sind ja ein eingeschworenes Team. Wie wichtig ist Freundschaft denn für dich? Ja, Freundschaft ist schon sehr wichtig. Wir brauchen ja Freunde. Das merkst du auch in diesem Film, in der Kollision voraus. Heißt, es kommt irgendwann ein Unglück auf uns zu. Und dann, gerade dann ist Freundschaft so wichtig, dass man zusammenhält, dass man gemeinsam diese Probleme meistern kann. Man kann es zwar auch alleine, aber das macht nicht so Spaß. Nee, ist auch viel schwieriger. Ja. Jetzt stehst du ja wirklich schon zum 5. Mal in dieser Synchronkabine. Ja. Ist es, und wir haben vor, ich glaube, es war beim 2. oder beim 3., ich will nicht genau erinnern, hast du gesagt, Mensch, Synchronarbeit hört sich so leicht an, ist aber echt verdammt schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, weil du sitzt ja da tagelang, wochenlang, immer 10 Stunden jeden Tag in dieser großen Kammer mit dunkel, weißt du, hast du diese Leinwand, dann hast du Kopfhörer hier, dann kriegst du Order, dann ist oben der Regisseur, Nofka, der passt genau auf, das kannst du besser, auch noch ein Berliner, ja, und dann ist da die Synchronregisseurin sitzt neben dir, da fehlt noch ein Atem, da fehlt noch ein Hüsterchen, da atmest du ein, da atmest du aus und das wird auch noch alles untermalt und das muss dann auch noch stimmen, du kannst dich auch nicht an den Text halten, du musst dann auf das Wesen gucken, und das Take für Take, immer wieder, hey, wo seid ihr denn? Nochmal bitte, wo seid ihr denn? Nochmal bitte, wo seid ihr denn? So läuft das ab, tagelang. Aber bevor unsere Zeit zu Ende geht, wollte ich mit dir noch mal kurz über Artenschutz sprechen. Und ich weiß, dass du dich da sehr für engagierst. Kannst du da ja, das wollte ich aber gar nicht öffentlich machen. Das behalte ich lieber für mich. Aber Seehunde sind eine spezielle Leidenschaft. Ja, Seehunde sind wichtig für mich. Ich komme ja auch daher. Ich bin ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Und da gibt es auch Seehunde, jede Menge. Und ich sehe immer mehr, immer häufiger. Sie tauchen immer mehr auf. Vielleicht ist das ein kleiner Erfolg all die Jahre durch unsere Unterstützung. Wer weiß. Gemeinsam sind wir stark. Danke, Otto. Gerne. Das Interview der Woche wurde präsentiert von Maxdome. Filme und Serien für jede Stimmung.